Wir sind einverstanden, dass Europa und noch mehr zu Lützeburg mehr für als Verteidigung machen müssen. Wenn Donald Trump genau das Eis an Europa für ein paar Jahre als eine aggressive und direkter Weise gesagt hat, wäre vielleicht schockiert, hun ausgelacht oder hun lächerlich gemacht. Lo nicht mehr. Spätestens seit dem Überfall von Russland auf die Ukraine, wo die internationale Grenze klar violiert sind, als ein Krieg an Europa nicht da und noch die Gefahr von einer weiteren Eskalation. Es war eine Illusion zu mengen, dass es für Frieden kein oder Mann Armee braucht. Eine starke Armee ist nicht nur wichtig für die Verteidigung, aber vor allem für die Aufschreckung, dass es zu keinem Krieg kommt. Dürfen unterstützen wir der Regierung ihre Position für langfristig 2% von unserem Bruttoinlandsprodukt für die Armee und das nötige Material auszugehen. Das ist für die DDR, ich meine für alle Parteien Heibannen, ein Batterpöll, weil die suchen nicht da sind, für die Ökonomie zu fördern, die Leute steuerlich zu entlasten oder denen, die Hilfe brauchen, noch mehr zu helfen. Wir leben in einer realen Welt, wo eine Frieden will, und das Beist muss unter Kontrolle gehalten gehen. Das Batterpöll ist ein besonderes Batter für Lützeburg, weil wir als Militärausgaben nicht unserer eigenen Rüstungsindustrie können gehen. Außer wenn wir sie mit SES als Athleten verbannen oder ein Militärspital zum Beispiel als Dual Use. Die 2,6 Milliarden werden hauptsächlich französische Konzerne zugutekommen, also französischen Firmen an Arbeiter und nicht Lützeburgischen. Hätten wir zum Beispiel als Pensionsfonds rational investiert, auch an die Rüstungsindustrie, hätten wir auch direkt profitieren von den Hossen von den Militärausgaben an Europa. Wir haben ja die irrationalsten ESG-Kriterien von der Welt, wo wir sogar refusieren, an die Konzerne zu investieren, von denen wir selber Waffen kaufen. Das ist surreal. Wir können diesen Gesetzesprojekt aber nicht mitstimmen, weil wir nicht für binationale Bataillon sind. Vieles ist als da unklar, wenn die Schlüssel von den 160 Gefährern, wir Belg oder müssen wir frohen, wo kommen die 200 weiteren Soldaten hier, wo wir dringend mehr Polizisten zum Beispiel brauchen. Wir dürfen auch und nationale Souveränität verlieren. Wobei es so muss, ich weiß überhaupt nicht, ob das Bataillon überhaupt existiert. Ich und die Fondskommission vom Ferner Kartei überholt und ich wollte mal nur lesen, was bei der Diskussion beim Wort für die binationalen Bataillon an der Chambre so gesagt gehen ist. Aber wisst ihr was? Ich, mein Mitarbeiter an der Chambre selber, hat kein Wort für einen binationalen Bataillon gefunden. Außer ich irre mich. Das muss ich mir vorstellen. Wir stimmen heute 2,6 Milliarden für Bataillon, weil es überhaupt nicht geht, ob man es nicht als Gesetz von der Chambre. Das muss man sich vorstellen. Die wichtigste Umstrukturierung von der Lützeburger Armee seit Jahrzehnten ist nicht an der Chambre beim ersten Pouvoir diskutiert und gestimmt gehen. Wir können natürlich nicht mitstimmen, für 2,6 Milliarden Suen von unseren Bürgern auszugehen und eine Entität, die noch nicht an der Chambre richtig durchdiskutiert ist. Merci. Très bien.